über den Übertitel von dieser Predigt von heute Morgen. Eigentlich hatte ich vor, eine Serie zu machen über Glauben. Und ich habe eine Predigt vorbereitet und sie hängen damit zusammen. Aber es ist nicht explizit jetzt über Glauben, immer heute nicht. Nächstes Mal ist der Abschluss von der heutigen Predigt. Also die ist in sich auch abgeschlossen, aber nächstes Mal ist eigentlich der zweite Teil von dieser Predigt. Und dann sehen wir, es hat einen Zusammenhang mit Glauben. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wenn er über Land gezogen ist mit seinen Jüngern und wie Zeichen, Wunder passiert sind, Heilige sind passiert, gewaltige Sachen. Und die Jünger haben gestaunt über Jesus. Sie haben gestaunt. Und steht, wir haben es gelesen, sie haben sich sogar gefürchtet vor Jesus. Sie haben sich gefürchtet vor ihm. Obschon sie schon lange mit ihm gelebt haben, haben sie plötzlich Angst bekommen vor ihm. Und haben gesagt, was ist das für ein Mann? Was ist das für einer? Und im Lukas 11, das ist eine Begebenheit ein bisschen später als das, was wir letzten Sonntag angeschaut haben, da sind die Jünger zu Jesus gekommen. Lukas 11, 1-4. Und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Orte betete. Und als er aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, sind die Jünger zu ihm gekommen, und er hat gesagt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprechet, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der gegen uns in Schuld ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Hier steht es nur so weit. Die Jünger sind also zu Jesus gekommen, nachdem er gerade im Gebet war. Sie sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Sie haben festgestellt, ihnen fehlt irgendetwas. Ihnen fehlt etwas im Vergleich zu Jesus. Obschon sie selber auch Wunder gesehen haben, Zeichen gesehen haben, haben sie gemerkt, irgendetwas fehlt uns. Irgendetwas haben wir nicht, was Jesus hat. Und sie haben aber eine klare Vorstellung von dem, was ihnen fehlt. Sie haben gewusst, was ihnen fehlt. Weil sie es immer wieder bei Jesus gesehen haben. Sie haben gesehen, er betet. Er zieht sich zurück zum Gebet, wie es hier steht im Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Orte betete. Sie haben immer wieder gesehen, er zieht sich zurück ins Gebet. Und sie haben festgestellt, dass das Gebet eigentlich die Quelle ist von seiner Vollmacht. Dass er durch das Gebet Führung vom Heiligen Geist, Führung von Gott bekommt. Durch das Gebet. Nicht einfach so. Und sie haben festgestellt, dass das Gebet der Unterschied ist im Vergleich zu den Pharisäern. Die Pharisäer haben auch gelehrt, die haben auch predigt. Aber Jesus hat mit Vollmacht predigt. Mit Kraft, mit Power. Das war Kraft dahinter, wie er predigt hat. Und da haben sie festgestellt, die Ursache, die Quelle hinter der Vollmacht von Jesus ist das Gebet. Ist sein Gebetsleben. Gebet meint nicht irgendein Abalieren von einer Gebetslitanei, von vorgegebenen Gebetli, sondern Gebet heisst eigentlich reden mit Gott. Reden mit Gott im Alltag. Gemeinschaft haben mit Gott. Zeit verbringen mit Gott. Gott suchen. Das heisst Gebet. Wenn wir so hören, das Gebetsleben, das klingt so trocken, so ein bisschen zäh, das klingt so richtig nach Arbeit. Aber im Alltag Gemeinschaft haben mit Gott, reden mit ihm, Zeit verbringen mit ihm. Das ist das, was die Bibel unter Gebet versteht. Und so sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Diese Art von Gebet, die sie bei Jesus gesehen haben, haben sie gemerkt, die kennen wir gar nicht. So wie Jesus betet, das haben wir noch gar nie erlebt. Das hat es so im Alten Testament eigentlich gar nicht gegeben, diese Art und Weise. Was macht er da eigentlich genau? Wie macht er das? Warum erlebt er dort Führung? Wie gehört er Gott? Und so sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr, das wollen wir auch lernen.
Wir brauchen das so. Wir suchen das so. Lehre uns beten. Wir in der heutigen Zeit, wir gingen wahrscheinlich eher zu Jesus und würden sagen, Herr, lehre uns predigen. Dass wir auch predigen können, dass sich Balken biegen. Und die Leute staunen. Das ist vielleicht mehr unseres, und die Jünger haben das nicht gesagt. Sie sind nicht gekommen, haben gesagt, Herr, lehre uns predigen. Weil ein paar Kapitel oder ein Kapitel vorher hat er sie ja ausgesendet, um zu predigen. Dort hat er sie ausgesendet und gesagt, geht mal predigen. Und das haben sie gemacht, sie sind losgegangen, Lukas 10, und haben predigt. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, es gibt ja einen Unterschied, wenn wir predigen oder wenn Jesus predigt. Es gibt einen Unterschied, wenn Jesus kommt oder wenn sie kommen in eine Situation. Dann haben sie plötzlich gemerkt, es gibt einen Unterschied. Was ist der Unterschied? Dann haben sie gemerkt, das Gebet. Als sie losgegangen sind zum Predigen, sind sie an ihre Grenzen gestoßen. Ein Beispiel, kurz vorher, Lukas, ist Jesus eben auch wieder im Gebet gewesen. Und die Jünger haben gesagt, so, komm, wir gehen los, wir machen unser Ministry da. Und da ist ein Vater gekommen mit einem epileptischen oder mondsüchtigen Kind und hat den Bub zu den Jüngern gebracht. Und die Jünger sind gekommen da und haben gepowert und haben probiert, den Bub zu heilen, den Bub zu befreien von der dämonischen Macht und haben es nicht können. Haben es nicht können. Der Bub ist nicht gesund worden, ist nicht geheilt worden. Der Dämon ist nicht ausgefahren. Also sie haben gebetet, sie haben Hände aufgelegt, sie haben probiert und gemacht und gepowert und es ist nichts passiert. Und dann ist Jesus gekommen in die Situation hinein und Jesus, ein kurzes Wort und der Bub war geheilt, befreit. Und dann haben die Jünger gefragt, wieso haben wir jetzt das nicht können? Wieso ist es jetzt bei uns nicht gegangen? Was haben wir falsch gemacht? Und wenn wir in Markus 9, Vers 29 nachlesen, dort sagt Jesus, warum es nicht gegangen ist. Er sagt dort, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Außer durch Gebet und Fasten. Jetzt, wenn wir das Beispiel lesen, die Jünger haben das probiert und Jesus ist dazugekommen, hat die Situation gesehen und dann hat er nicht gedacht, Moment schnell, ich muss zuerst beten und schnell fasten und dann komme ich wieder. Nein, hat er nicht gemacht. Sondern er ist schon vorbereitet in die Situation hineingekommen. Er war sein Lebensstil, beten und fasten. Er war sein Lebensstil. Beten und fasten, nicht in dieser Art, dass ich irgendwie ein Gesetz erfüllen muss, dass ich irgendetwas leisten muss, damit Gott gnädig ist und mir vielleicht ein bisschen mehr Kraft und Vollmacht gibt, sondern Beten und Fasten als Lebensstil bedeutet, dass wir leben in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott. Dass wir Zeiten haben, wo wir bewusst vor Gott sind, wo wir andere Sachen zurückstellen, wo wir sagen, nein, heute ist sie nicht, heute will ich vor Gott sein. Heute nehme ich mir Zeit, einfach mit Gott zu sein. Ein Lebensstil. Und Jesus ist vorbereitet in die Situation hineingekommen, weil das war sein Lebensstil. Und darum hat er diese Vollmacht gehabt. Also wenn er sagt, diese Art fährt nicht aus, ausser durch Gebet oder Fasten, dann heisst es, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben, dann werden wir auch in eine neue Dimension vom Leben mit Gott hineinkommen. Dann wirst du Gott mehr erleben. Du wirst in eine neue Dimension, oder anders gesagt, ein neues Level von Vollmacht bekommen. Nicht, weil du so gut fastest und betest, sondern aus der Beziehung mit Gott. Weil du mit ihm lebst, weil du ihn erlebst. Und dann haben die Jünger gemerkt plötzlich, ja, wir haben ein Defizit. Das fehlt uns, das haben wir nicht. Wir beten ja vielleicht gar nie, haben sie gemerkt. Wir beten kaum in unserem Alltag. Und wenn wir beten, dann beten wir höchstens, wenn wir eine Not haben, wenn wir ein Problem haben, wenn wir irgendwo nicht mehr durchsehen. Und wenn wir beten, dann beten wir höchstens Gimmer. Kennt ihr die Gebete? Gimmer her und mach noch her und Gimmer her, bitte. Amen. Aber ihn suchen. Ihn suchen. Sie haben gemerkt, es muss im Gebet muss es eine tiefere Dimension geben. Und sie haben gesagt, das wollen wir. Da wollen wir reinkommen. Diese Dimension wollen wir erleben.
weil sie ihre Defizite gemerkt haben. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, ich denke, wir alle haben das schon gemerkt, dass wenn wir kranken die Hände auflegen und nichts ist passiert. Vielleicht hast du auch schon erlebt, du hast eine Verheißung für dich beansprucht, hast sie beansprucht und nichts hat sich verändert. Deine Gebete, die du gebetet hast, und die Gebetserhörung ist ausgeblieben. Genauso war es bei den Jüngern. Sie haben ihr Defizit gemerkt und sie haben im Vergleich Jesus gesehen, wie er predigt hat mit Vollmacht, wie er gewirkt hat mit Vollmacht. Und sie haben festgestellt, die Quelle von seiner Vollmacht, von seiner Kraft, war nicht, weil er der Sohn Gottes ist, sondern es war, weil er ein Better war. Weil er Zeit mit dem Vater verbracht hat, weil er Gott gesucht hat, vor dem Vater war. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, Jesus hat oft Wunder getan, gerade nachdem er aus dem Gebet gekommen ist. Jesus hat durch das Gebet gewusst, was auf ihn zukommt, was er machen soll. Auch im Lukas-Evangelium 19, Vers 1 folgende, ist er durch die Stadt durchgelaufen. Und das war ein Baum, Maulbeerfeigenbaum. Und er ist dort zu laufen mit seinen Jüngern und er wusste, oben hockt einer. Und Jesus hat gesagt, hey, komm runter, Zachäus. Warum? Ich muss heute bei dir einkehren. Ich muss heute bei dir einkehren. Das war nicht zufällig. Jesus hat es gewusst. Durch das Gebet, durch die Gemeinschaft mit dem Vater, dass er zum Zachäus muss und bei ihm muss einkehren. Und der Zachäus hat ja aufgrund von dieser Begegnung sein Leben total umgekrempelt. Geändert. Das war anders nachher. Die Jünger haben die Folgen gesehen vom Gebetsleben von Jesus. Sie haben gesehen, dass das Gebet die Kraftquelle ist von Jesus. Die Zeit, die er verbringt mit dem Vater, die Gemeinschaft, die er hat mit dem Vater. Und sie haben gemerkt, das muss ein Grund sein für seine Vollmacht. Das muss ein Grund sein für die Kraft, die er hat. Und wenn wir so in der Geschichte zurückschauen, dann sehen wir alle Menschen, all die Männer und Frauen Gottes in der Vergangenheit, die Gott gebraucht hat und Gewaltiges bewirkt hat durch sie. All die Menschen, das waren Better. Das waren Menschen, die Gott gesucht haben. Smith Wigglesworth zum Beispiel, einen gewaltigen Dienst gehabt, weltweiten Heilungsdienst. Extreme Sachen passiert. Absolut extreme Sachen. Und wenn wir schauen in der Vorgeschichte, über Jahre hinweg, war er einer, der Gott gesucht hat. Nächte vor Gott verbracht hat. Nächtelang vor Gott war. Wer von uns macht das schon? Nächte. Und dann morgen auf, als Klempner irgendwo gearbeitet. Oder eben nicht auf, sondern weitergemacht hat. Und die nächste Nacht wieder vor Gott war und Gott gesucht hat. Und einfach nicht losgelassen hat. Gesagt, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ist dann gemündet in einen extrem gewaltigen, grossen, gesegneten Dienst mit Gott. Oder der Kenneth Hagin. Auch ein Mann, der Nächte vor Gott verbracht hat. Oder sogar Tage vor Gott verbracht hat. Extreme Sachen erlebt mit Gott. Aufgrund von seinem Lachen hat mir ein ehemaliger Pastorenkollege bezeugt, der dabei war. Aufgrund von seinem Lachen von Kenneth Hagin. Er ist reingekommen in seine Gemeinde, ins Auditorium, ist ein Bühnenrand gestanden und hat angefangen zu lachen. Aufgrund von diesem Lachen ist einer aus dem Rollstuhl aufgestanden. Er war dabei und hat es gesehen, hat es bezeugt. Super, wenn du lachst, steht der Gelähmte auf. Es gibt noch viele andere Männer und Frauen Gottes, die einen extremen, gewaltigen, gesegneten Dienst haben, aber nicht einfach so. Sondern es hat eine Quelle. Und die Quelle ist das Gebet. Ist das Gebet. Gott suchen. Und wenn du mehr willst von Gott, wenn du sagst, nein, ich begnüge mich nicht mit dem, was ich habe, Gott, ich will mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Ich will mehr erleben in meinem Alltag. Es liegt mir nicht, was ich habe. Fang an, ihn zu suchen. Fang an, ihn zu suchen. Fang an, Gemeinschaft an mit ihm. Zeit verbringen mit ihm. Fang an, ihn zu suchen. Im Hosea 6, Vers 3, dort lesen wir auch, lasst uns streben,
mit Eifer streben nach Erkenntnis des Herrn. Und dann sagt er, sobald wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Und er wird zu uns kommen wie der Regen. Schon wieder der Regen, wie der Frühjahrsregen, der die Erde erquickt. Wenn du zum Beispiel eine Berufung hast auf deinem Leben, du weißt, Gott hat vielleicht das und das vor mit mir, das ist meine Berufung, was Gott will für mich. Wenn du aber kein Better bist, wenn du nicht Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du nicht viel für Gott bewirken. Dann hast du zwar eine Berufung auf deinem Leben, aber du wirst nicht viel für Gott bewegen in deinem Leben. Denke zum Beispiel an Simson. Ich denke, ihr kennt den Simson, kennt die Geschichte. Der Simson war ein Mann, der schon im Mutterleib die Berufung Gottes auf seinem Leben hatte. Schon im Mutterleib. Plan Gottes auf seinem Leben. Gewaltige Salbung, gewaltige Verheißung auf seinem Leben hatte. Gewaltige Kraft auf seinem Leben hatte. Aber obschon die Berufung, der Plan Gottes auf seinem Leben war, hat der Simson praktisch nichts bewirkt für Gott und für sein Volk. Eigentlich kann man sagen, nichts. Bis kurz vor seinem Tod. Der Simson hat gewaltige Verheißungen auf seinem Leben. Eine gewaltige Berufung. Aber wenn wir sein Leben anschauen, er hat sich nicht einmal Zeit genommen, Gott zu suchen. Er hat nicht einmal gebetet und gesagt, Gott, was ist dein Wille? Was ist dein Plan? Sondern er hat immer geschaut, was ist mein Wille? Was ist mein Plan? Und er hat die Kräfte, die er von Gott bekommen hat, missbraucht für seine Zwecke. Für sich darzustellen. Also eine ganze Stadttor mit inklusive Türflügeln aus den Angeln alles rausgehabt hat und irgendwo auf einen Hügel aufgetragen hat. Für nichts. Für nichts. Hat niemandem gedient. Aber alle haben gesagt, leck, das ist ein starker Typ. Für nichts. Hat nichts für Gott und für sein Volk bewirkt. Wenn du eine Berufung hast auf deinem Leben, und du suchst Gott nicht, du bist nicht vor ihm, wirst du nichts bewirken für ihn. Und am Ende des Lebens von Simson, an seinem Lebensende, lesen wir, dass er das erste Mal gebetet hat. Er hat das erste Mal gebetet. Da hat er gesagt, Gott, wenigstens einisch. Wenigstens einisch. Und dann hat er etwas bewirkt für Gott, auch für sein Volk, aber es war sein letztes Gebet. Er ist mit dem Tempo, das er noch zerstören konnte, mit den Haufen finden, ist er selber umgekommen. Als Geschlagener, als Unglücklicher, als trauriger, besiegter Mann. Die Berufung auf deinem Leben erfüllt sich nicht einfach automatisch. Die Berufung, die du hast, die Verheißungen, die du hast auf deinem Leben, der Plan Gottes, der ist auf deinem Leben, erfüllt sich nicht einfach automatisch. Gott will Beziehung haben mit dir. Im Gegensatz zum Simson, wenn wir das Leben von Mose anschauen. Mose war ein Mann, der vielleicht im Gegensatz zum Simson gesagt hat, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Und Gott hat gesagt, ich brauche dich trotzdem. Und der Mose hat gewusst, ich muss Gott suchen. Wenn ich etwas will, ich brauche Gott. Und wenn ich das machen will, was Gott mit mir will, dann muss ich Gemeinschaft haben mit ihm, dann brauche ich seine Kraft, seine Ausrüstung. Und wenn wir das Leben von Mose anschauen, dann sehen wir, er hat immer wieder Gott gesucht. Und der Mose hat Gewaltiges bewirkt für Gott und für sein Volk. Wenn wir denken vor dem Pharao, was er alles bewirkt hat dort. Gewaltige Zeichen, gewaltige Wunder, die Plagen, die über das Land Ägypten gekommen sind. Oder als er dann das Volk rausgeführt hat aus dem Land Ägypten, hat er noch keinen Kompass gegeben, kein GPS, sondern er hat Führung gebraucht von Gott, durch die Wüste durch. Und er hat die Führung gehabt. Er war ein Mann, der Gott gesucht hat. Und er hat die Führung so gehabt, dass er gewusst hat, wo er Nahrung holen kann in der Wüste für sein Volk. Er hat Zeichen und Wunder da, hat zu einem Felsen geredet oder auf einen Felsen gehauen und da ist Wasser rausgekommen für eine ganze Nation. Manna ist gekommen, Vögel sind gekommen, Zeichen und Wunder, aber er war ein Mann, der Gott gesucht hat. Intensiv. Und das Volk Israel, das war ja ein Millionenvolk,
die sind zu ihm gekommen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihren Schwierigkeiten. Und der Mose hat allen geholfen. Oder probiert ihnen zu helfen. Oder Jethro, der dabei war, das war der Schwiegervater von Mose, der hat gesehen, wie sich der Mose abmüht für das Volk. Und er hat gesagt, hey, mach es doch anders. Und er hat ihm gesagt, im 1. Mose 18, setz Älteste ein. Setz Älteste ein, wo das Volk mit ihren Problemen und Sorgen und Nöten zu den Ältesten gehen kann. Und dann hat er gesagt, du aber bist für das Volk vor Gott. Du aber such Gott. Du aber bist im Gebet. Nimm dir Zeit für Gemeinschaft zu haben mit Gott, zum Betten mit ihm. Nicht all die Sorgen und Nöte vom Problem vom Volk bearbeiten, sondern schau, dass du Zeit hast vor Gott. Dass du seine Führung, dass du seine Kraft, seine Salbung und Vollmacht hast. Zeit nehmen vor Gott. Oder Jethro hat ihm zu ihm gesagt, sonst wirst du müde und erschöpft. Schlaff. Im Hebräischen steht dort das Wort schlaffer Bogen. Schlaffer Bogen, ein schlaffer Pfeilenbogen. Weißt du vielleicht noch aus deiner Kindheit, wenn keine Spannung mehr war auf dem Pfeilenbogen, wenn du einen Pfeil abschießen wolltest, dann hast du einfach vorne runtergefallen. Sonst wird deine Seele wie ein schlaffer Pfeilenbogen. Es ist keine Spannung mehr da, es ist keine Kraft mehr da, es ist nichts mehr da. Müde, ausgebrannt. Das bedeutet, ohne Gebet, ohne dass wir Gott suchen, ohne dass wir Zeit mit ihm verbringen, sind wir schlaff und ohne Kraft. Ohne dass wir Zeit mit Gott verbringen, ohne Dynamik. Wir machen dann vielleicht noch seine Sache, wir kommen in den Hauskreis, wir gehen vielleicht in den Gebetsabend, jetzt ab März. Wir kommen in den Gottesdienst, aber ohne Freude, ohne Kraft. Macht es einfach mehr noch so aus Routine raus, ohne Überzeugung. Man kommt einfach, weil man es gewöhnt ist. Und Gefahr, wenn man müde, schlaff, ohne Kraft ist, ohne Freude ist, dann ist man verführbar. Dann werden wir lau, verführbar. Habt ihr das auch schon gemerkt? Wenn die Freude nicht mehr da ist, die Freude an Gott, Begeisterung über ihn, dann kommen plötzlich andere Angebote, die Freude und Lust geben. Und dann sind wir gefährdet, höchst gefährdet. Und es fängt an mit Gebet, dass wir Gott suchen. Wie ist es bei dir? Ist deine Seele müde, schlaff, ausgebrannt, erschöpft? Wie ist es bei dir? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Merkst du, dass du einen Mangel hast? Eine Kraft, eine Freude, eine Dynamik? Merkst du, dass du Verheißungen hast in deinem Leben, die einfach nicht in Erfüllung gehen? Die du nimmst, und es passiert nichts, es geschieht nichts. Dass du vielleicht eine Berufung hast auf deinem Leben und es geht nicht vorwärts, es geschieht nichts. Du hast eine Berufung und die Jahre vergehen. Dann mach es wie die Jünger. Du sagst, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Gebet ist extrem wichtig. Gebet in dieser Form von Gemeinschaft haben mit Gott, reden mit Gott, Zeit verbringen mit ihm. Es gibt so einen Spruch, den habt ihr wahrscheinlich alle auch schon gehört. Der ist schon uralt, aber ist immer noch wahr. Der heisst, wer nicht betet, hat keine Kraft. Wer wenig betet, hat wenig Kraft. Wer ein bisschen mehr betet, hat ein bisschen mehr Kraft. Und wer viel betet, hat viel Kraft. Beten immer in dieser Form, Gott suchen, Zeit verbringen mit ihm. Beten kann über Sieg oder Niederlage in deinem Leben entscheiden. Beten kann über Sieg oder Niederlage in deinem Leben entscheiden. Als das Volk Israel mit Mose unterwegs war, durch die Wüste durch, hat es eine Situation gegeben, wo die Amalekiter gekommen sind. Das ist ein Volk, das die Israeliten angegriffen haben. Und dann ist es zum Kampf gekommen. Es hat einen Krieg gegeben, eine Auseinandersetzung. Und im Kampf mit den Amalekitern ist der Mose auf einen Hügel aufgestanden und hat die Hände aufgehauen. Das ist ein Zeichen dafür, er hat betet. Er hat betet. Er hat das Wort Gottes ausgesprochen, Verheißungen Gottes ausgesprochen über dem Volk. Er hat betet. Und der Krieg hat tobt, die haben gegeneinander gekämpft. Und wenn er die Hände ausgestreckt hat und gebetet hat, dann haben die Israeliten die Oberhand gehabt.
dann das Problem war, er ist langsam müde geworden und die Hänge sind runtergekommen, er ist schlaff geworden im Gebet. Und dann hat plötzlich da mal ein Kitter die Oberhand bekommen. Dann hat er gesagt, ich muss wieder rauf. Und dann haben wieder die Israeliten die Oberhand gehabt. Und so ist es hin und her gegangen, bis nachher zwei gekommen sind und ihn gestützt haben, unterstützt haben im Gebet. Und gegen wenn er gebetet hat das Volk Israel die Oberhand gehabt. Wenn er nicht gebetet hat, hat einmal ein Kitter die Oberhand gehabt. Beten hat über Sieg oder Niederlage entschieden. Auch in deinem Leben ist es so. Beten entscheidet über Sieg oder Niederlage. In deiner Situation, wo du drin bist. In deinem Alltag, wo du drin bist. Beten entscheidet über Sieg oder Niederlage. Beten, wie gesagt, reden mit Gott, Zeit verbringen mit Gott, ihn suchen, vor ihm sein. Viele Christen, und wir auch wahrscheinlich, wir wollen Gott erleben. Wir wollen Zeichen und Wunder erleben von ihm. Wir wollen doch erleben, wenn wir den Kranken die Hände auflegen, dann werden sie gesund werden. Stimmt's? Ja. Das wollen wir. Das ist schon richtig, das ist schon biblisch. Jesus sagt es so im Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun und sogar noch größere. Das ist legitim. Das wollen wir. Das ist korrekt, finde ich gut. Aber wollen wir auch das Gebetsleben leben, das Jesus gelebt hat? Wollen wir auch den Vater suchen? Sind wir parat dazu? Dass wir sagen, ich will den Vater suchen. Ich will mich vom Vater führen. Ich will wissen, was der Vater mir sagt, was der Vater will in dieser Situation, in der ich jetzt drin bin. In der Situation, wo du reinkommst, dass du neben fragst, was würdest du jetzt machen? Ich habe mir immer überlegt, wenn Jesus ein Auto hatte, dann hätte er wahrscheinlich einen Kleber hinten drauf gehabt, WWJD. Aber mit dieser Bedeutung, Vater, was würdest du jetzt tun? Was würdest du jetzt tun, Vater, in dieser Situation, wo ich jetzt drin bin? Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, ohne ich es den Vater tun. Er war abhängig vom Vater. Er hat nichts sagen, ohne der Vater hat es ihm gesagt. Johannes 12,50. Er war total abhängig. Und so sollte eigentlich auch wir abhängig werden vom Vater. Sagen, oder vom Heiligen Geist. Was würdest du jetzt machen in dieser Situation? Ich habe es die letzte oft erlebt, dass ich in eine Situation hineingekommen bin und mich dann gefragt habe, was würdest du jetzt machen in dieser Situation? Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich die Situation jetzt handeln, damit umgehen? WWJD. Was würdest du jetzt machen? Und normalerweise fällt uns das nicht einfach so ein. Habt ihr das auch schon gemerkt? Das ist etwas, das kommt dir nicht automatisch in den Sinn. Du kommst in eine Situation und dann sagst du einfach, gut, jetzt mache ich das Naheliegende. Statt dass wir sagen, was würdest jetzt du machen? Was würdest jetzt du sagen? Wie würdest jetzt du damit umgehen? Das müssen wir uns angewöhnen. Das muss zu einem Lebensstil werden in unserem Leben, in unserem Alltag. Dass wir fragen, was würdest jetzt du machen in dieser Situation? Nicht nur Gott suchen, wenn wir in Not sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir etwas brauchen, sondern einen Lebensstil entwickeln. Ihn suchen. Ihn suchen. Gerade in der Situation, wo du drin bist. Gerade ihn suchen. Ihn einbeziehen. Die Ursache oft von Kraftlosigkeit, von Niederlage, von Versagen, ist eben die, dass man ihn nicht sucht. Dass wir selber irgendwie probieren, die Situation zu handhaben. Oder dass man sagt, es spielt ja gar keine Rolle, ob ich bete oder nicht. Gott macht sowieso so, wie er will. Ob ich jetzt bete oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Er macht es so, wie er will. Aber denke an das Leben von seinem Sohn. Denke an sein Leben. Er hat Berufung gehabt, er hat Verheißungen Gottes gehabt auf seinem Leben. Und er hat nichts bewirkt für Gott. Er hat nichts bewirkt für den Plan Gottes. Er hat sein Leben gelebt, ohne im Willen Gottes zu sein. Er hat nur nach seiner Lust gelebt. Und am Schluss ist er als unglücklicher Versager gestorben. Und stell dir vor, wenn du am Schluss von deinem Leben zurückschaust und merkst, hey, ich bin an meiner Berufung vorbeigegangen.
Ich war zwar vielleicht erfolgreich in dieser Welt, ich hatte es gut gehabt, schönes Auto, schönes Häuschen, tipptopp, schöne Aussicht auf den Bodensee, aber ich bin im Plan Gottes für mein Leben vorbeigegangen. Die Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt hat, habe ich nicht erfüllt. Nicht, weil ich mich spät bekehrt habe, sondern weil ich mir einfach nicht Zeit genommen habe, Gott zu suchen. Weil ich zu bequem war, weil mir andere Sachen wichtiger waren, weil mir vielleicht das Fernsehprogramm wichtiger war, als jetzt Gott zu suchen. Das ist immer so spannend, da muss ich doch schauen. Stell dir vor, am Ende von deinem Leben schaust du zurück und merkst, ich bin am Plan Gottes vorbei. Ich hätte Zeit gehabt, ich hätte es machen können, aber ich war einfach zu bequem. Ich hatte keine Lust dazu. Wir haben Verantwortung für unser geistliches Leben. Du hast Verantwortung für dein geistliches Leben. Die Segnungen Gottes, die er aufgespart hat für jeden von uns, die sind da, die warten auf dich. Epheser 1, Vers 3. Die Segnungen, die warten auf dich, aber sie kommen nicht einfach so in dein Leben rein. Die Verheißungen Gottes erfüllen sich nicht einfach automatisch. Paulus sagt, wir sollen danach trachten, eifern, mit Fleiss dran setzen, dass wir das erleben, dass wir Gott erleben. Zeichen und Wunder, Vollmacht, die du willst, kommt nicht einfach automatisch in dein Leben hinein. Per Verfügung Gottes, wenn es gut bringt. Sondern es hängt damit zusammen, dass wir Gott suchen, so wie der Mose, so wie Jesus und so wie die Männer und Frauen Gottes aus der Vergangenheit. Sind wir bereit, Zeit zu nehmen, Zeit zu investieren, Gott zu suchen, vor ihm zu sein, mit ihm zu reden, Gemeinschaft zu haben mit ihm? Sind wir bereit? Oder erwarten wir das alles von unserem Hauskreisleiter, oder von unserem Pastor, oder von der Gemeinde, oder vom Ehepartner? Oder sind wir bereit, wirklich selber vor Gott zu gehen, ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen? Wenn wir damit anfangen, Gott zu suchen, wenn du sagst, so, heute will ich mir eine Zeit nehmen, heute will ich Gott suchen, dann tönt das vielleicht am Anfang so ein bisschen zäh, unattraktiv, ein bisschen langweilig. Ich muss jetzt Gott suchen. Das tut nicht so attraktiv, ich weiss es. Aber ich kann es aus dem eigenen Leben sagen, wenn du Gott begegnest, wenn du ihn erlebst nachher, wenn du merkst, wie du das Wort bekommst oder einen Eindruck oder wenn er dir einfach gut tut, wenn du seine Liebe spürst, ein Stückchen weit, das ist so schön. Das ist so schön, das tut dir so gut. Und dann wirst du merken, es ist nicht ein Muss, das reimt sich sogar, es ist nicht ein Muss, sondern ein Genuss. Das habe ich selber herausgefunden. Das ist meine literarische Ader wahrscheinlich. Wenn du Gott erlebst, dann wirst du merken, es ist nicht ein Muss, ihn zu suchen, sondern es tut dir gut. Und das ist etwas, was du immer wieder willst. Und immer wieder willst. Wenn du Zeit hast, dann machst du dann, dass Gott kannst suchen und dass du ihm begegnest. Du wirst ihm vielleicht nicht jedes Mal begegnen, aber jedes Mal, wenn du ihm begegnest, wirst du sagen, das will ich wieder, das will ich wieder, das brauche ich, das will ich. In der Apostelgeschichte 17, Vers 27, dort sagt das der Paulus so schön, da sagt er, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren, tasten und finden möchten. Da er doch nicht fern ist von einem jeden unter uns. Also Gott ist nicht fern. Wenn du ihn suchst, wenn du dir Zeit nimmst, ihn zu suchen, nicht 2 Minuten, du musst vielleicht ein bisschen mehr, das ist unterschiedlich. Wenn du dir Zeit nimmst, ihn zu suchen und dann spürst, tastest, erlebst, das sind so schöne Momente. Gott ist nicht fern, er ist ganz nah. Und er wartet darauf, dir zu begegnen. Er wartet darauf, dass er dir seine Liebe geben kann. Und der David ist einer, der das so sehr oft erlebt hat. Und wenn du das erlebst, wenn du es wirklich erlebst, wenn du Gott so erlebst, das wird dein Leben verändern. Das wird deine Prioritäten, die du hast in deinem Leben, verändern. Das wird dich verändern. Der David sagt, im Psalm 27, Vers 4, sagt er, eins habe ich vom Herrn erbeten. Eins ist mir das Wichtigste in meinem Leben.
Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach verlangt mich, dass ich weilen dürfe in deinem Hause. Gemeinschaft haben mit Gott, mit ihm zusammen zu sein, Zeit mit Gott zu verbringen. Er hat gesagt, das ist meine erste Priorität. Eins, was ich will, eins, was ich verlangen habe danach. Gemeinschaft zu haben mit Gott. Oder im Psalm 63, Vers 2, der ganze Psalm 63 eigentlich, aber im Vers 2, dort sagt er, oh Gott, du bist mein Gott. Dann sagt er, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Hast du das auch schon mal erlebt, dass deine Seele dürstet nach Gott? Das haben wir normalerweise nicht. Aber wenn du ihn erlebst, wenn du seine Liebe, seine Gegenwart erlebst, dann merkst du, hey, das ist etwas, was ich wieder will. Das ist etwas, was ich wieder will, was ich brauche, was ich immer wieder erleben muss, weil es so gut tut, weil es so schön ist. Meine Seele dürstet nach dir, mein Leib schmachtet nach dir, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Das können wir auch erleben. Dass du plötzlich merkst, hey, ich will Gott erleben. Ich suche Gott, bis ich ihn habe, bis ich ihn erlebe. Es wird dein Leben verändern. Es wird deine Prioritäten verändern, aber es wird auch deinen Dienst verändern. Es wird dich verändern und es wird deine Vollmacht verändern, deine Kraft, die du hast von Gott, wird es verändern. Du wirst nicht mehr der gleich sein. Aber wir müssen damit anfangen. Nicht warten, bis es uns irgendwie in die Chance hineinfliegt. Das wird nie passieren. Sondern du musst dich entscheiden, Herr, ich will dich suchen. Ich will dich suchen. Ich will Zeit mit dir verbringen. In meinem Alltag, in meinem Leben. Ich will das Verlangen entwickeln. Und dann kannst du sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Ich kann es nicht aus mir raus. Bitte hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Er ist da als dein Helfer. Aber das ist deine und meine Verantwortung. Das müssen wir machen, das ist unsere Entscheidung. Und das haben die Jünger erkannt. Darum sind sie gekommen und haben gesagt, Herr, lehr uns das, wie du das machst. Lehr uns beten. Lehr uns die Form von Gemeinschaft, die du hast mit dem Vater. Lehr uns das. Zeig uns, wie du das machst. Wir wollen das so. Wir brauchen das so. Wir wollen wissen, wie man das macht. Wir wollen die gleiche Quelle, die du hast, die Quelle der Vollmacht, wollen wir auch entdecken. Die brauchen wir auch in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir das selber machen. Dass wir es nicht abschüffeln auf später oder auf andere, sondern dass wir uns Zeit nehmen und Gemeinschaft haben mit Gott, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Dass wir ihn suchen. Und Jesus, oder Gott sagt im 1. Thessaloniker 5, 16 und 17, sagt er, betet alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit Gemeinschaft haben mit Gott. Ihn suchen. In allen Situationen von deinem täglichen Leben fragst du Gott, was willst du jetzt in dieser Situation? Oder jetzt brauche ich, tue mir gut, dass ich richtig reagieren kann jetzt. Ich brauche deine Hilfe, dass ich das Richtige sagen kann. Alle Zeit Gemeinschaft haben mit Gott, mit ihm zusammen sein. Wenn wir das machen, wenn wir das praktizieren, nicht nur gut finden und bejahen, sondern wirklich machen, dann werden wir Gott erleben. Dann werden wir sein Eingreifen erleben, dann wirst du sein Segen erleben, dann wirst du erleben, wie die Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden in deinem Leben. Und dann wirst du die gleiche Quelle, die Jesus hatte, die Quelle von seiner Vollmacht, von seiner Kraft, von seiner Salbung, wirst du die entdecken und wirst sie freisetzen in deinem Leben. Amen.